Zum Schluss von der letzten Legislaturperiode als an der Chambre Broschüre Modul 2.0 Strategie für eine nachhaltige Mobilität vorgestellt gehen, die anschließend durch publiziert respektive regional vorgestellt wird. An der Broschüre goufen eng Reihe größer verkehrspolitische Restrukturierungen angekündigt, die bis 2025 soll stufenweise umgesetzt gehen. Los sind wir ungefähr auf der Haltung von dieser Umsetzung. Es Zeitgrund will ich auch nicht auf einzelne Linien angehen. Das gibt weil für Einzelne, die wir Coupéen oder Question Élargie gemacht. Wenn wir das geben, die wollen hier lang gucken und analysieren, da bräuchte man ganz in der Mitte. Und ich meine, das als Haut nicht der Büt von der Sache. Ich will mich auf ein paar Punkte wesentlich konzentrieren. Erstens den Anteil von Passagieren am öffentlichen Transport soll durch den Ausbau vom Réseau von der CAWL und noch den RGTS-Linien um 50% gesteigert gehen, vom Jahr 2017 angeguckt bis auf das Jahr 2025. Über wie viele Linien verfügt der RGTS-Netz aktuell? Wie viel sind da seit 2017 neu entstanden? Wie verdienen diese Neuerungen sich regional? Wie präsentieren sich Passagierzahlen von den neuen Linien? Da haben wir auch festgestellt, dass die Reihe von neuen Linien, die letztes Jahr angeführt wurden, aufgeändert wurden. Auf der Antwort auf meine schriftliche parlamentarische Frage mit der Nummer 4760 hat der Herr Minister eine ganz ausführliche Aufstellung von der geplanten Modernisierung und Leitbauprojekten vergangener Strecken am Zugverkehr präsentiert. Das bis zum Jahr 2030. Dafür ein großes Merci. Könnte aber den Herr Minister nachher präzisieren, wer von diesen Projekten bis 2025 fertiggestellt gehen, an die nämlich Präzisionen noch von den Medias für die Busgaren anzugehen. Wie viele Passagiere haben den öffentlichen Transport am Jahr 2017 insgesamt geholt? Wie ist, war dummer die Auslastung vom öffentlichen Transport an Prozente ausgedrückt? Kann der Herr Minister elaborieren, wie viele Bürgerreklamationen gegen die Einzelprojekte bis dato angegangen sind? Wie viel sind dadurch beantwortet worden, positiv oder negativ? Was waren die Ursachen, wie wird verschiedene Reklamationen unbeantwortet gelöst sind? Dann den zweiten Volumen. Zahlen von den Zig, die Ausfälle sollten von eng auf 40 am Jahr 2070 auf eng von 100 am Jahr 2025 reduziert gehen. Was bedeutet das größte Nötigung an absoluten Zahlen? Wie viel Zig sind am Jahr 2017 ausgefallen? Wie hat die Zahl sich seitdem entwickelt? Kann der Herr Minister sagen, wie viele Passagiere ungefähr von diesem Ausfall betroffen wären? An der Antwort auf meine schriftliche parlamentarische Frage mit der Nummer 4760 hat der Herr Minister geschrieben, dass die rund 3.860, die 2019 bei der CAWL wegen Mangel an ersatzberedtem Rollmaterial ausgemerkt haben, just 35% von der Gesamtausfall entsprachen. 2020 lag die Zahl bei 1852 und hat 33% von den Ausfällen entsprach. Kann der Herr Minister präsentieren oder präzisieren, welche Ursachen an den genannten Jahren für den Ausfall verantwortlich waren? Zweitens, die Zahl von den Zig, die eine Verspätung von 6 Minuten oder mehr an, soll bis 2025 um 25% vis-à-vis von 2017 reduziert gehen. Wie ist die Zahl von diesen Verspätungen 2017 an absoluten Zahlen? Wie haben diese Zahlen sich seitdem entwickelt? Kann der Herr Minister mitteilen, wie viele Passagiere ungefähr von diesen Verspätungen betroffen wären? Dritte Volume. All Fahrplan als immer so gut, wie die transparenter Verständlichkeit für die Länder weist. Über welche Möglichkeiten für sich über die bestehenden Opfer zu informieren. Internet ja, wir müssen auch wissen, dass viele Länder nicht über diese Möglichkeiten verfügen. Als ob die Garen an öffentlichen Arenen aushang. Wie geht das in der Jour gehalten? Wen ist dafür responsabel? Wie viel Zeit vergeht am Normalfall
Extremsituationen wie Teichwasser aus Viergelos zwischen dem Moment, wo CRL weiß, dass den Zug ausfällt, bis zu dem Moment, wo sich auf den digitalen Service darüber kann informieren. Wir präsentieren die entsprechenden Teleen sich für die elektronische Anzeigen an Lautsprecherannoncen auf die Garen. Wir präsentieren die entsprechenden Teleen sich allgemein für die Bussen. Du hast mir auch zu hören gekommen, dass wann ein Zug Verspätung hört, an dem noch wie viele Minuten, da geht nicht gewährt, da werden Busse nicht bis dat den Zug ran aus, da fahren die für der Zeit fort, dann muss es eben nach dem eine halbe Stunde oder eine Stunde werden, für darüber die nächsten Zug oder Bus zu wählen. Ich meine, noch darüber müssen wir ein bisschen mehr flexibel sein und du müssen noch an den Lehen das berücksichtigen. Ich meine, meine Zeit ist aufgeschraubt, ich gebe da merci so für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Präsident, und ich gebe dem Herrn Minister ein herzliches Merci so für seine Antworten. Merci vielmals, Herr Engelen. Und noch merci dem Herrn Engelen für seine viel frohen. Ich will vielleicht aufhängen mit dem RGTS Reso an ihm verdeutlichen, was für einen immensen Erfolg man gemacht haben, an den immer uns spricht, was man am Mode 2.0 angekündigt hat. Ich will aber direkt vorausschicken, dass der neue Reso noch nicht komplett fertig ist. Pardon. Der neue Reso ist fertig am Juli 2022, also nächstes Jahr. Wobei ich aber direkt dabei betonen, fertig ist nicht ein Beton gegossen. Ein Busreso lief sowieso von der Entwicklung vom Land an. Natürlich muss man permanent Adaptationen machen, respektive füge, dass man so eine große Reform gemacht haben, wie die heute. Also sicherlich notwendig, immer Sachen nach zu frohen, weil vieles bei den schön ausgedurcht in der Praxis sich natürlich immer herausstellt, dass es nicht gerade so funktioniert, wie den gedurcht wird. Und dafür muss ich da flexibel genug sein, für da noch drin zu gehen. Und zweitens natürlich auch die Entwicklung von den Arbeitsplätzen zuletzt von den Anwohnern eine wahnsinnige Dynamik hat, und auch nicht immer alles voraussehbares. Ich kann nicht aber so, wir haben 292 verschiedene Ideen an de Projekt aflese gelos, die von AVI gekommen sind, von Gemengen an den AVI von der Gemenge waren noch ganz viel Doléance von den Bierger mat dran. Ich will nicht für die Einzel kann ich so schwer so, wie das dann dazu war. Es waren da viel, weil die 292 Ideen, pardon, das sind da die, du kommen Sachen dabei, die von der Gemenge selber gefragt sind, mir auch von den Bierger. Dann haben wir aber auch natürlich eng Hotline respektive eng E-Mail-Adresse Leute können schreiben, wo systematisch Sachen rankommen, an dem auch weil wie möglich immer gucken an allenfalls antworten kann man viel kommen eine ganze vielleicht beste Zeit braucht das geht nicht geht so schließt noch aus dass man eng vielleicht verloren geht mir an Prinzip ist aber nicht der Fall weil ich kriegen sie auch viel gelöst da sind da relativ viel kann ich so wo man die Leute antworten es geht darum dass man Busreso machen am Interesse von der Leute. Passagierschule vom Bus und das nämlich trifft natürlich auch noch für den Zug zu und noch für den Tram. Das ist natürlich relativ schwierig, das schon alles am Detail zu erklären. Ich gehe nicht aber nur bezahlen, hauptsächlich von diesem Jahr. Wir werden natürlich 2020 war ein extrem spezielles Jahr, war Lockdown, war Homeoffice nach ganz stark bis nächsten Sommer. Wenn es geht mehr Homeoffice gemacht, da geht immer an eng an Richtung hun dat Techt mir hatten am Jahr 2020 eng best natürlich an allen öffentlichen Verkehrsmitteln logischerweise, weil echtens viel Männer Leiit gefu sind so gut den Reso ausgedünnt gi war eng Zeit lang, weil die quasi Gunecht geschafft huet also Gunecht gelaufen war an Lei doch sowieso am Umfang ziemlich zurückhaltend waren bis verschiedene Sachen geklärt werden an noch Konditionen geschaffen waren, wie sie haut sehen, für das Leute sich relativ mehr aufgesichert konnten. Man möchte sich Transport deplacieren. Dann die wir noch nicht vergessen, dass der Busreso natürlich noch immer permanent ändert am Sinn, dass ja auch einen Abfluss hat am Zusammenspiel mit dem Tram, aber auch mit dem Zug. Das ist alles, was fertig geht. An den nächsten gesagt, zu Recht bis 25 sind noch ganz große Infrastrukturprojekte, die kommen. Ich werde noch ein paar abzählen. Das tut natürlich einen Abfluss. Auch da ein Beispiel, das logisch für den Tram bis auf die Gare kommt, dass das natürlich auf der Busreso
einen Abfluss hat, dann auch verschiedene Linien reorganisiert gehen, gehen sie noch Funktion vom Tram, wo gerade fährt. Und das wird dann nach so bleiben, in Jahren, auch an Zusammenhang am Zug, sodass es ganz schwierig ist, Haut schon können, schon gut keine Bilanz zu sehen, das wäre absolut zu frei. Die kann ich nicht sehen, ich ging so in 1 oder 2 Jahren, wann die Großprojekte fertig sind, an das Zusammenspiel an ihrem großen Teil bis aufgeschlossen ist. Das ist aber so, dass den Tram auch noch weiter evaluiert. Wir werden nächstes Jahr am September machen wir die nächsten Stationen ab. Das ist immer schon oben zu Boneweg. Da tut einen Abschluss, da kommen zum Beispiel all die Bussen, die dann natürlich von Remisch, also vom Ostenhof, zum Teil, aus dem Teil, einen Teil vom Osten kommen, die werden dann den Deger aussteuern auf den Tram direkt. Das gibt für die Dresdner echt Gewinn, weil sie natürlich viel mehr einfach können umsteigen, wie das heute der Fall ist. Bordeaux könnt Klostoren, dann könnt ihr Spielst, wo der Findel, wo den Findel, wo der Park und Reit gebaut wird, wo Jahre neue Port d'Echange gebaut wird, alles das hat natürlich einen großen Abfluss. Zu den Zölle kann ich aber so, es gibt ein Verkehrsmittel, wo man ziemlich präzis Zölle von Dresden und das den Tram, wie weit man will, am Tram haut schon, am Bus könnte er aber auch mit der neuen Busflot. Du gëtt all Reesender quasi gezielt an net quasi gezielt. Dat ass eng Fotozell an den Dieren agebaut, Datch mir wësse genau wieviel daran herausklammern och wie keine genau zule vun den Aréen, wat eng Aréen am meeschten besicht sinn leider daran herauskommt. Dat zum Beispiel Tramten Hamilius Arré wëssen an natürlich ger zentral. Mit zum Beispiel wëssen man beim Tram wir hat den echten wie man den gratis öffentlichen Transport afot, tun hat man e Peak. Den hast du opgangen am Dezation net op Ger gefu op 31.000 Reesender, wo du hast natürlich immens Rofgängen op under 5.000 am Lockdown mit Lo normal lebt, gimmer quasi vu Rekord zu Rekord. Wir sind lo schon deck an die 70.000 Passagier pro der. Dat heißt, gesagt den immens wat dat zohält an dat der Summespiel auch immer besser funktioniert. Und dann zu Ihre Frohen, an Zusammenhang mit der CRL, wo der gefragt wird, was sind die nächsten Sachen, die kommen, was Ende 2022, dann hast du 5. und 6. Käfe fertig von der Galützebusch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Dann hast du noch eine Reihe Sachen zu machen, einen Gleisbau an den 2 Seiten. Und da wird dann für den Fahrplan, wie es am Dezember 2023 Galützebusch viel mehr Kapazität tun. Dann haben wir auch Durchgangsgleiser, weil das eng andere Möglichkeit gëtt fir Zicherem nei zu organisieren. Da kann zum Beispiel mit Zische Solomo vu Nettelbreck op Peting fuhren oder Bech fuhren direkt und die Hallen natürlich an der Galützebusch an der Galützebusch Durchgangs Zisch. Dann natürlich hummer en ganz Garen, wo derbechten am Gang sind Ettelbreck zum Beispiel aus eng Funer mit sinn am ganze 25 Gros Garen. Wo erbechte sinn Ger Rodange as am Bau de Park en 3 zu Rodange mir oft gerselwer Germier ass am Bau, die werd bis an näst Joer fertig sinn Ger wasse bëllech ass am ëmbau, dat fir doch bis mit 23 fertig sinn. Natürlich die Projekte laufen all ziemlich gut. Et beet bei der Strecke über Liicht Verspätung kritet aber net viel. Och déi werden aber relativ séier an den nächsten 2 Joer können benutzt gi der Rëmme Kapazitätssprung Matze springt, wann man do feier Gleise der Platz 2 vun Haut. Und das nämlich betrifft auch Infrastrukturen, wie der auch gefroht wird, für die Information von den Reisenden, den Auris-System, den gedurcht ist für die Reisenden an Echtzeit, über alles zu informieren, wo noch das solo automatisiert, den also soweit aufgeschlossen, Ende des Jahres wird ganz aufgeschlossen, sind die Großgaren, die kipiert sich sowieso, doch dann sind dann an Echtzeit, wir haben ein Riesenprogramm für Suppression von Passagerniveau, wo an der Erbecht sinn, zum Deel mir auch nach der viel Wetten dabei kommen. Das auch so, dass ich gucke die Hut gefordert, mir Detail zu nach zu kreen für die letzten Jahren. Ich habe eine Question parlamentaire geantwortet, ich verurchtzing oder 19, wo ich beantwortet hat, wo man genau festgelöst schon, wie viele Verspätungen bei sich gehen, auch noch Ursachen an Funktion von den Objektiven, was man alles für den machen. Ich die Schule natürlich noch nicht, ich lieber nicht stehe, aber gerne nur, das ist kein Problem. Ich gucke, dass ich sie zusammenstellen lasse, da schicke ich den Deputierten auch die, nur dann hat die Chamber auch den Detail davon. Und dann, ja, das ist so, wir sind noch den Plan National der Mobilität 2035.
dat gëtt immer falsch verstand, dat lo net Apps neit, dat lo net dat man lo so eine neue Modul bringen. De Modul as am Fong zum großen Deel dat net so theoretisch mit Planungsinstrument gin und die neue Approche, du waren nur eng Reihe Infrastrukturen dran an den Plan National de Mobilität 2035, das am Fong die praktische Umsetzung davon. Du werde gesehen, dat de pur Kapitel, dat werd am 1. Januar, wie ich versprach, doch aufgeschossen, da komme ich selbstverständlich der Chamber dadurch 4 Stellen. An du hast natürlich auch im ganzen Deel dann von Infrastrukturen, also von neuen Infrastrukturen, so gut am Schienenverkehr Verkehr, den Extensionen vom Tram, wie auch vom Zug. Da kommen eine Reihe ganz interessante Sachen, werde gesehen, die man präsentieren, als selbstverständlich auch der Straßenwesen. Also die ganzen Bereich als kann in Person Chantier, den ganzen Mobilitätsbereich, da das immer so final op der Schiene net nimmen, da en general auch große Probleme, die man tun de Verspätungen, dat man als natürlich logischerweise selber verursachen, weil war geschafft gött, geht nicht so gut wie war net geschafft gött, das logisch. Ich menge sind wir mussten dat aber machen, für dat man endlich op einen anderen Weg kommen. An der Plan 2035 den hue genau zum Ziel, dat man auch net mehr Hand laufen, da denke op den Punkt kommen, dat man parallel zu der Entwicklung die Infrastrukturen dosi respektiv die Mobilitätsinstrumente geschaffen gesinn. Merci bald für froh an die Zullen, die werde ich gerne schriftlich schnulle.